Hallo, habe die Ehre. Ich bin's, der Birger, und heute lerne ich euch ein wenig über andere bayerische Königsdisziplin, nämlich How to Leberkäse. Und nicht Fleischkäse oder Pastete oder Fleischleib oder sonst irgendein geschwollener Scheißdreck, sondern einfach Leberkäse. Phase 1. Die vielen Arten von Leberkäse und wo selbiger zu finden ist. In der Regel flockt in jeder vernünftigen Metzgerei zu jeder Tag- und Nachtzeit ein bis mehrere Ranken Leberkäse hinter der Theken. Und damit meine ich nicht den abgestandenen 2, 3, 1,5 mm Scheiberl Scheißdreck, den sie da an der Tankstelle für gefühlt 15 € günstig verkaufen, sondern ein bis mehrere ganze Ranken. Leiberl, Brocken oder Batzen. Und der ist warm. Und wenn es nicht ist, dann kannst du in der Metzgerei Fleischfachverkäuferin gleich wieder um die Oberschel hauen, wenn du dann Kaldio dran möchtest. Gibst dir eine saubere Umdrehung und dann passt es. Phase 2. Leberkäse richtig anschaffen. Um halbe 10 in der Früh, da frisst der Bayer kein Knoppers, sondern da wird der Auserwählte, in der Regel der Lehrbuhr, zum Metzger geschickt. Wenn jetzt der Kasperl hergeht und auf die Idee kommt, dass er so Sachen sagt wie ich hätte gern 5 Stollen mit Fleischkäse drinne oder so, dann kann es durchaus passieren, dass er gar nichts, bis er drum schön kriegt, dass er sagt, Alter, mit der Schaufel zählt's nicht. Ganz abgesehen davon, was alles passieren kann, soll er ohne zurückkommen. Damit du kriegst, was du zubringen sollst. Gehst du ganz locker flockig an die Theken, zwinkerst, wenn's pressiert, dann hinten Dame hinterm Tresen zu und sagst, ganz langsam, ich hätte gern 6 warme Leberkäse-Semen. Bitteschön. Oder wenn's das ganz brutal machen möchtest, gehst du einfach hin, schaust blöd, sagst 6 warme, bitteschön. Und du richtig bist und das Richtige kriegst, wenn's dir nach dem Satz Nummer 2 nicht anschaut wie ein Geist, sondern noch freilich sagt und auf der Stelle anfangen, Semen herzuschneiden. Und damit kommen wir zur Phase 3. Der korrekte Aufbau und Verzehr von einer warmen Leberkäse-Semi. Ein Leberkäse-Semi ist erstens nicht gleich ein Leberkäse-Semi und vor allem der Verzehr von selbiger kann haushoch ins Hosal gehen. Alter, jetzt unter uns, es soll tatsächlich Leute geben, die hauen sich ein Pfund... Ich kann's gar nicht sagen, ey. Die hauen sich ein Pfund Ketchup ins Semi. Weil ich mein, Alter, das schreit nach einem neuen Eintrag in bayerischen Verhaltenskodex. Na ja, schon. Hiermit erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass er jedem Saubreißen, den er erwischt, wie er sich ein Ketchup in die Leberkäse schmiert, ihm will er sicher nicht drum Bockfutzen zum geben, dass er 14 Tage lang in die Hosen sucht. Da gehört ein Senfei, Alter. Ein scharfer oder ein süßer. Und allerhöchstens gar nichts. Und nichts anderes. Und am Ende, da kommen wir noch zum Aufbau von einer Leberkäse. Dass der Leberkäse zum Warmsee hat, das haben wir in den Grundlagen gelernt. Wichtig ist aber, dass der Leberkäse nicht zu dünn ist, aber auch nicht zu dick. Außer du hast Bock nach einer halben zum Speien, es war zum sonst gewesen. Und hergeschenkt wird in der Regel nichts. Der Leberkäse da drin ist im Optimalfall so dick wie die Hälfte von der Semi. Und wenn du es doch drauf ankommen lassen möchtest, gilt im Zweifelsfall, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist Wurst wie dick das Brot ist. Und du machst eine 1:1 Mischung. Und im Grunde gibt es nicht mehr zum Wissen dazu. So frisst man die Leberkäse-Semi und nicht anders. Lasst es euch schmecken, ich hol mir jetzt 3 warme. Habe die Ehre.